V minulih dneh smo veliko slišali o tem, da je bilo ime Slovenije v tujini oblateno, da je bilo izvoženih iz Slovenije veliko laži v tujino, v Evropsko unijo. Zato smo krivi mediji v povezavi z gospodom Pahorjem in njegovo stranko. Ali lahko te navedbe gospoda Janše potrdite, koliko teh laži je bilo in koliko je naša država oblatena v tujini zaradi tega? Kar smo počeli mediji in kar je počela stranka gospoda, kar naj bi počela stranka gospoda Pahorja? Also bei mir hat niemand den Namen von Slowenien schlecht gemacht. Ich kann mit der Frage eigentlich gar nichts anfangen. Zu mir ist niemand gekommen und hat Slowenien schlecht gemacht. Im Übrigen, wenn er käme, würde ich ihn auch wieder wegschicken, weil ich denke, dass Slowenien den vollen Respekt der europäischen Institutionen und aller anderen Völker und Regierungen in Europa genießt. Und ich wiederhole nochmal, Borut Bauer und ich, wir sind uns absolut einig darin, dass wir den Erfolg der slowenischen Präsidentschaft wollen, einzugehen. Die Medien sind dazu da, eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist ihre Aufgabe. Und jeder Politiker muss mit dieser kritischen Öffentlichkeit leben. Das ist nicht immer nett und das ist nicht immer angenehm, aber das ist für die Demokratie die Luft zum Atmen. Vam vprašala, če je gospod Janša dal kakšno zagotovilo, da tudi med predsedovanjem ne bo vstopil. Darüber habe ich mit Herrn Janša nicht gesprochen. Also ich glaube, wenn er beabsichtigen würde, zurückzutreten, dann würde er es mir nicht als Erstem sagen, da bin ich ziemlich sicher. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Herr Janša beabsichtigt, zurückzutreten. Aber darüber haben wir auch nicht gesprochen. Aber darüber entscheidet erstens Staatspräsident Mesić, der muss den Regierungsauftrag vergeben. Ich denke, er wird ihn an den vergeben, von dem er weiß oder glaubt, dass er eine stabile parlamentarische Mehrheit haben wird. Und wie die zustande kommt, da steht noch nicht fest. Kann sein, dass Ivo Sanader eine Mehrheit bildet, kann sein, dass Milanovic eine Mehrheit bildet. Das werden wir sehen. Mein Herz steckt links, aber ich respektiere selbstverständlich jede souveräne Regierung eines souveränen Mitgliedslandes.